Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen FC Bayern Talk. Ja Leute, heute gehen wir mal auf die weiterhin anhaltende Trainersuche da und die Gerüchte um Hansi Flick und die Gerüchte, dass Tuchel verlängert, was ja immer wahrscheinlicher wird. Da werde ich einfach mal meine Meinung kurz zu sagen und ich wurde im Stream auch gefragt, Flick oder Tuchel, was wäre besser? Wild. Wenn Hansi Flick kommen würde, hätte ich die große Sorge, dass Spieler wie Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry definitiv unantastbar sind und weiterhin da sind und weiterhin Kimmich wieder in der Mitte rumdümpelt. Ich glaube nicht, dass Flick auch taktisch gesehen diese Art Trainer ist, um eine neue Mannschaft aufzubauen. Das traue ich ihm nicht zu. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Von daher, ja, kommen wir zu Thomas Tuchel. Ja, erstmal, dass dies überhaupt eine Option ist wild. Am Ende des Tages aber verständlich. Ja, wenn man mal ein bisschen nachguckt, nachdenkt, wer alles abgesagt hat, dass man sich dann damit beschäftigt, Thomas Tuchel Vertrag zu erfüllen, beziehungsweise vielleicht diese Auflösung nur rückgängig zu machen. Ob ein Tuchel sich darauf einlassen wird, ist eine ganz andere Geschichte. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Warum? Ja, erstmal, weil ganz viele Trainer abgesagt haben und der ein oder andere Trainer nächstes Jahr sehr wahrscheinlich auf dem Markt ist, wie ein Kloppo, wie ein Guardiola, vielleicht auch ein Alonso. Und man hat das Finale daheim. Und dass Tuchel Champions League kann, sich nicht zu schade ist, auch Drecksfußball zu spielen, sich hinten reinzustellen, und das steht außer Frage. Ja, das wurde auch nie irgendwie angezweifelt oder sonst was. Und von daher würde man dann wahrscheinlich alles im Großen und Ganzen belassen, wie es ist. Vielleicht ein, zwei Spieler, die Tuchel unbedingt haben möchte. Vielleicht ein, zwei Spieler abgeben, wie Goretzka, Kimmich. Und man würde alles auf das Finale daheim ausrichten mit dem Tuchel. Alles andere wäre hinten angestellt und man würde danach die Saison erst wirklich dahin gehen zu sagen, man geht in eine neue Ära, versucht einen neuen Kader aufzubauen. Ich denke, das sind gerade so die Gedankenspiele. Natürlich ist es auch gar kein Problem, das zu verargumentieren. Ne, habe ich im Stream auch gesagt, weil Max Eberl ist da. Die Entscheidung wurde vorher getroffen, bevor Max Eberl da war. Wer hätte das nur gedacht? Also kann sich ein Eberl da super hinstellen und sagen, ja, wisst ihr was? Also ich bin die ganze Zeit vom Tuchel überzeugt und warum sollten wir jetzt einen neuen Trainer suchen, wenn der Trainer da ist, von dem ich überzeugt bin? Könnte er gleichzeitig auch ein bisschen sein Profil schärfen, dass er sich ein bisschen gegen Uli Hoeneß durchsetzt. Ja. Der Move, dass ein Tuchel nicht verabschiedet wurde, ja, sagt halt schon viel aus eigentlich. Also die Option ist auf jeden Fall real. Ob es passieren wird man sehen. Aber ich denke, das sind die Gedankengänge, die gerade da sind. Ja, weil ja es gerade wirklich ein schlechter Zeitpunkt ist, wenn man weiß, dass nächstes Jahr Guardiola, Klopp und vielleicht ein Alonso auf dem Markt sind. Ja. Natürlich wäre es schön, wenn man das dann jetzt schon irgendwie klären würde. Ja, dann würde ich so einen Move verstehen, wenn man jetzt sagen würde, ja, keine Ahnung, wir stehen mit dem und dem Trainer im Wort oder haben dann einen Vorvertrag oder sowas. Wenn es ein Alonso ist oder so, wird es wahrscheinlich nicht kommuniziert werden. Ne? Aber beim Kloppo könnte man es kommunizieren, der trainiert keinen Verein mehr. Dass ein Pep nächstes Jahr aufhören will bei Manchester City ist auch safe. Auch da könnte man es kommunizieren. Lassen wir uns überraschen. Ja. Es wäre natürlich irgendwo ein Armutszeugnis. Da müssen wir auch nicht drüber reden, ja, dass man jetzt einen Tuchel behält, wenn man ihn schon im Februar entlassen hat. Aber nochmal, man kann es natürlich fair argumentieren mit der Eberl-Geschichte. Ich wurde ja dann auch gefragt, ja, was machst du denn dann, wenn der Tuchel Trainer bleibt?
Machst du dann keine Videos mehr oder trittst aus dem Verein aus oder sonst? Nee, warum sollte ich das, Leute? Vielleicht zündet der Tuchel auch im nächsten Jahr. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber um da erstmal mit ein, zwei Sachen aufzuräumen, ja, ich weiß, ich erwähne es einfach nochmal. Es gibt halt ganz, ganz viele doofe Menschen auf dieser Welt, ne? Die kritisieren, damit einhergehen, dass man eine Person nicht mag oder dass man eine Person die sportliche Kompetenz abspricht oder sonst was. Habe ich nie getan, habe ich auch nie ein Hehl rausgemacht. Ich war begeistert, wo ein Tuchel zu uns gekommen ist. Ja, ich habe ganz, ganz viel Erwartungen in ihn gesetzt, dass er das Leistungsprinzip wieder einführt, dass Spieler knallhart nach Leistung aufgestellt werden, dass es ihm egal ist, ob der Spieler 19 ist oder 38, sondern wirklich nach Leistung es geht. All das hat ein Tuchel nicht gemacht. Von daher war ich von ihm sehr enttäuscht, dass er dann natürlich jetzt auch es nicht geschafft hat, innerhalb von einem Jahr mal eine Spielphilosophie zu integrieren oder es geschafft hat, das Spiel auf Harry Kane zuzuschneiden, dass wir in der Offensive nur von Einzelaktionen leben, in der Defensive maßlos überfordert sind, ja, immer wieder durch individuelle Fehler. Keine Ahnung, dass man lange an Kimmich auf der Sechserposition festgehalten hat, obwohl er das einfach nicht ist. Ja. Entweder stellt man ihn mal als Achter dahin, mit einem defensiven Sechser dahinter, um sich das mal anzuschauen, oder man bringt ihn halt auf der rechten Verteidigerposition und gut ist. Das hätte man aber auch alles direkt machen können und nicht erst ihn öffentlich denunzieren, sagen, ich brauche Führungsspieler, das ist für mich kein Sechser. Und dann stelle ich ihn trotzdem 30 Spieler auf die Sechserposition. Also ja, der ganze Zwiespalt, Tuchel analysiert alles gut, spricht Tacheles in den PKs, da bin ich ja oft bei ihm, spricht aber auch oft genug dummes Zeug in den PKs, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber er macht's dann nicht. Ne? Er macht's dann nicht. Er analysiert es, so wie wir das auch analysieren, und macht dann das Gegenteil. Warum? Ich weiß es nicht. Was ich sagen wollte, wenn ich einen Tuchel kritisiere, aufgrund seiner sportlichen Leistung oder eines sportlichen Nichterfolgs oder wie auch immer, ja, dann kritisiere ich ihn. Das heißt aber nicht, dass ich einen Tuchel nicht mag oder dass es Bashen ist oder Mobben ist. Ich weiß nicht, wie man so verblendet sein kann in der heutigen Zeit, Alter. Ich weiß nicht, warum man in der heutigen Zeit nichts mehr kritisieren darf. Und gleich die Leute kommen mit Bashen, Mobben, Blasülz. Ich weiß nicht, ob ihr alle komplett vernagelt seid von Social Media oder sowas. Was ich persönlich meine, keine Ahnung. Ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Ich wollte es einfach hier nochmal gesagt haben. Ich persönlich habe gar nichts gegen Tuchel. Ja. Warum auch? Ich kenne den Menschen nicht. So ist mir ein Tuchel sympathisch. Finde auch seine Art und Weise meistens gut, anstatt schlecht. Aber alles, was sportlich ist, kann ich knallhart kritisieren und da werde ich auch nicht müde, das zu tun. Ja? Und das war diese Saison einfach schlecht. Das muss man ganz knallhart so sagen. Ja? Sollte sich ein Tuchel jetzt irgendwie um 113 Grad drehen und er sollte anfangen zu sagen, oh, wow, da ist ja so ein Aznu oder da ist ja so ein Zvonarek. Oh, das sind ja eigentlich Alternativen, die ich mal ins Team mit einbinden kann. Und sollte er sich nicht dahinstellen und jedes Mal rumheulen und sagen, ja, wir haben so viele Verletzte, wir haben keine Konkurrenzsituation, bip, 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 bip. Ja, dann zieh doch die Spieler hoch. Ich meine, die trainieren bei den Profis mit. Aber wenn man diese Spieler nur mittrainieren lässt und sagt, ja, alles gut, du spielst sowieso nicht, es sei denn, du bist die letzte Wahl, so wie es beim Pavlovic auch super lange der Fall war, ja, da muss man sich nicht wundern, dass man keine Konkurrenzsituation hat. Ja, wo ist denn das Problem zu sagen, hier, der Junge ist 18, 19, 20, 21, 22, whatever. Wenn er die bessere Leistung bringt im Training, ja, dann spielt er halt. Und nicht ein Leroy Sané und nicht ein Serge Gnabry. Ja, und wenn Leroy Sané seit 20 Spielen keine Tore schießt, was hat er auf dem Platz noch zu suchen? Ja, so. Das ist nur ein Beispiel. Nochmal, das fehlende Spielsystem, Katastrophe. Haben wir nicht. Ja, es besteht auf Einzelaktionen. Wir sehen, wenn ein Gegner hinten drin steht mit einer Fünferkette, ja, dann kriegen wir nichts mehr auf der Kette. Ne? Das sind alles so Dinger, wo ich dann dabei bin, dass ein Tuchel nicht zum FC Bayern passt. Ja? Ganz einfache Kiste. Und dass jetzt viele Zeitungen, Blasütz, den Pavlovic im Tuchel zuschreiben, Leute, ist eine absolute Katastrophe. Sorry, ist eine absolute Katastrophe in meinen Augen. Ich würde es fühlen, ja, wenn er einen Pavlov von Anfang an gebracht hätte, wo er gesagt hat, so Kimmich ist kein Sechser,
sehe ich nicht als Sechser. Und wo es dann klar war, wir kriegen keinen Sechser, warum hat er da nicht auf Pavlovic gesetzt und hat einen Kimmich gleich nach rechts geschoben? Ja, dann hätte ich gesagt, ja, wow, Tuchel, starker Move. Nee, Pavlovic hat dann gespielt, wenn es keine andere Option gab. Und das war das erste Mal, wo ein Kimmich gesperrt war. Ja, wo er dann 30 Minuten gegen Dortmund ran durfte und dann danach das Spiel spielen durfte, weil ein Kimmich gesperrt war. So, dann war ein Kimmich da und Pavlovic war wieder komplett weg. Das einzige Mal, wo er ihn jetzt hat spielen lassen, wo es nicht zwingend nötig war, war gegen Real Madrid im Rückspiel. Sonst alle Spiele vorher hat Pavlovic nur gespielt, wenn es keine andere Alternative gab. Und das jetzt dem Tuchel als der große Talentförderer anzukreien, sorry, ist leider ein Witz, Leute. Nochmal, wir haben lieber dann ohne Außenverteidiger gespielt, anstatt einen Aznu mal dahin zu stellen. Der ein Riesentalent ist, ein Riesenaußenverteidiger. Wir lassen lieber einen Choupo-Moting spielen, der eine Katastrophe ist, auf der Außenbahn, anstatt einen Zvonarek zu bringen. Wir lassen lieber Sané unter Schmerzen da spielen, der keinerlei Leistung bringen kann, anstatt einen Zvonarek oder einen Brian Zaragoza da spielen zu lassen, den man im Sommer extra dafür verpflichtet hat. Das argumentiert man dann damit, oh, der spricht die Sprache nicht. Oder beim Jugendspieler wird gar nicht argumentiert. Ja, ein Tell, überragenden Start in die Saison, alles gegeben, alles reingehauen. Ja. Also erst sagt er, ja, der darf nur in die Startelf, wenn er eine Torbeteiligung hat, wenn er eingewechselt wird, dann hat er das, schießt sogar Tore, dann heißt es, oh nee, den stellen wir jetzt nicht in die Startelf, weil das ist ja eine Waffe als Einwechselspieler. Ja, also er hat immer ganz, ganz viele Ausreden gefunden, um Spieler einfach nicht das Vertrauen gegeben und die Spieler spielen zu lassen. Ja, einfach um den etablierten Spielern nicht auf den Schlitz zu treten. Wie ein Sané, wie ein Gnabry, wie ein Coman, wie ein Kimmich, wie ein Goretzka. Wobei man Goretzka da ein bisschen außen vor lassen muss. Den hat er dann schon mal 1-2 Mal dann auf den Schlitz getreten. Das war aber dann auch erst, nachdem es hieß, ja, Tuchel ist dann entlassen. So, dann hat er angefangen, mal ein bisschen umzudenken, Kimmich mal nach rechts zu schieben, Goretzka mal auf die Bank zu setzen und sowas. Das ist leider ein bisschen schade. Und ja, in diesen Punkten müsste sich ein Tuchel komplett ändern. Ja, er müsste endlich anfangen, die jungen Spieler auch als ernsthafte Alternative zu sehen, sie in den Konkurrenzkampf zu stellen mit den Etablierten und nicht nur zu sagen, Leroy ist der Meister und Leroy darf alles machen, darf abseits der Mannschaft machen, was er will. Hauptsache, er kann dann irgendwie mal 40 Minuten spielen. Das persönlich fühle ich nicht. Ja. Ansonsten sollte es wirklich ein Tuchel werden, ja, dann müssen wir da durch. Wir werden meiner Meinung nach dann nochmal diesen Fußball sehen, den wir diese Saison auch gesehen haben. Ich weiß, ganz, ganz vielen von euch ist das scheißegal, welchen Fußball wir sehen. Die sehen nur, wow, wir waren im Champions League Halbfinale, sind ungerechtfertigt gegen Real Madrid ausgeschieden. Tuchel ist der beste Trainer dieser Welt. Für mich war es leider eine absolute Farce, das Rückspiel so zu bestreiten, wie wir es bestritten haben. Ja, das hat für mich nichts mit dem FC Bayern zu tun, nichts mit Fußball zu tun. Ja, wenn man das möchte, das rein darauf auszulegen, wie ich es am Anfang sagte, aufs Finale der Horm und sowas, dann ist das so, dann müssen wir damit leben. Ja. Aber diese Leistung, die wir gezeigt haben, diese Art und Weise, wie wir aufgetreten sind bei Real Madrid, war für mich eine Farce. Ja. Und das ist nur ein Beispiel. Davon haben wir ganz, ganz viele Beispiele diese Saison. Und das werden wir nächste Saison oder würden wir dann nächste Saison sehr wahrscheinlich nicht anders sehen. Ich glaube nicht, dass ein Tuchel sich ja jetzt auf einmal ändert und sagt, ach ja, super, der FC Bayern möchte mich jetzt doch haben, geil. Weißt du was, dann gehe ich gerne mal damit d'accord, weil die 3 Spieler, Aznu, Smonarek und diese andere, haben ja jetzt auch Profiverträge bekommen. So, sind ja jetzt offiziell Profis. So, dann kann ich die auch mal in den Konkurrenzkampf stellen. Dann kann ich auch so einen Brian und so einen Tell. So, dann haben wir schon mal 5 junge Spieler, die können wir dann mal in den Konkurrenzkampf stellen. Ich glaube nicht, dass Tuchel damit anfängt. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass Tuchel dann jetzt sagt, oh, wow, geil. Eigentlich ist das ja mal eine Spielidee, aber wisst ihr was? Weil der große FC Bayern jetzt sagt, er möchte mich doch noch unbedingt ein Jahr haben. Schmeiß ich das alles über den Haufen und fange jetzt an, mir eine super offensive
Strategie einfallen zu lassen, wie wir auch gegen tiefstehende Gegner kommen und wir versuchen vielleicht mal ein bisschen Kombinationsspiel vorne, ein bisschen Variabilität. Ich fände es schön, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ja? Sollte ein Tuchel bleiben, sollte er das alles ändern, habe ich persönlich gar kein Problem mit dem Tuchel. Wie gesagt, ich habe persönlich kein Problem mit dem Tuchel. Also ich bewerte seine sportlichen Leistungen und die waren katastrophal diese Saison. So, sollte sich das nächste Saison ändern, da habe ich gar kein Problem damit. Ja? Mir ist das scheißegal, wie der Trainer heißt, der bei uns auf dem Stuhl sitzt. Ja? Solange er mit der Mannschaft klarkommt, solange er zum Verein passt, solange die Philosophie passt. Welche Philosophie wir gerade haben wollen, das weiß ja auch kein Mensch. Weiß ich nicht. Also, Fazit. In meinen Augen wäre es ein Armutszeugnis, dass man da jetzt so zurückrudern würde, weil für mich ein Tuchel bei unserem Verein nichts, aber auch gar nichts erreicht hat. Nichts. Ich sehe keinen Spieler, den er besser gemacht hat. Wenn ihr den Pavlovic den Tuchel zuschreiben wollt, ja, macht das gerne. Nehmt den Pavlovic, hat er entwickelt, hat er besser gemacht, alles gut. Dann hört's auf. Es gibt keinen weiteren Spieler, den er besser gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Fonzie Davies unterirdisch schlecht. Mathys Tel stark angefangen, unterirdisch schlecht. Brian komplett ignoriert, Upper schlecht. Minje schlecht. De Ligt lange Zeit weggeknallt. Dyer und Kane, ja, mit denen kommt er klar. Die spielen auf einem guten Niveau. Besser gemacht hat er die auch nicht. Wie auch, die kannst du auch nicht mehr besser machen. Musiala hat er auch nicht besser gemacht. In meinen Augen ist Musiala auch schlechter als die Saison davor. Leroy, Gnabry, Coman, brauchen wir über alles nicht drüber reden, ja. Dass wir so viele Verletzte haben, wird mit Sicherheit auch mit an der Trainingssteuerung liegen. Anders geht es nicht, Leute. Wir können nicht sagen, dass das Trainerteam oder die Trainingssteuerung gar keinen Einfluss hat. Ja, natürlich wird da mehr im Argen sein, weiß ich nicht, medizinische Abteilung, Platz, was weiß ich. Natürlich, gar keine Frage. Aber man kann doch nicht sagen, nein, mit unserem Training hat das gar nichts zu tun. Das ist alles toppi. Das passt halt auch nicht. Ja. Nochmal, wir haben keinerlei Spielphilosophie. Null. Nicht vorhanden in meinen Augen. Ganz, ganz viele Spieler auf falschen Positionen. Ganz, ganz viele Spieler, denen der Arsch gepudert wird und alle anderen dafür fallen gelassen werden. Das sind alles Sachen. Wenn das jetzt der Maßstab ist, was man beim FC Bayern haben möchte, wild. Ja. Wild, dann Hut ab. Dann wird's eine krasse Saison nächstes Jahr. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zum Schluss. Und wer weiß. Vielleicht kriegt der Tuchel seine 2, 3 Wunschspieler dann, ist dann nicht mehr bockig, hat dann Bock. Identifiziert sich vielleicht auch mal mit dem FC Bayern München, hat dann vielleicht auch mal Bock, so Mathys Tel oder Brian Zaragoza in die Verantwortung zu nehmen und ein System einzubinden. Vielleicht hat er dann auch mal Bock, ein System überhaupt auf die Beine zu stellen, offensiv. Wir werden es, wenn es so kommen sollte, erleben. Ja. Das ist, was ich dazu sagen kann, Leute. Und natürlich wird es nächste Saison auch hier weiterhin den Content geben, den es diese Saison gab. Sollte es natürlich wieder in diese Richtung gehen, dass ein Tuchel wieder labert und alles andersrum macht und der Fußball derselbe bleibt und alles scheiße ist, dann werde ich die Pressekonferenzen skippen. Dann werde ich mir die nicht mehr reintun. Ja. Am Anfang der Saison, wie gesagt, nehmen wir das mit, wir gucken. Aber sollte das diese Farce sein, wie diese Saison auch, dann weiß ich nicht, ob ich da Bock habe, mir die ganzen Pressekonferenzen mit dem Tuchel reinzuballern. Sage ich euch ganz ehrlich. Das wäre das Einzige, was ich vielleicht ändern würde. Ansonsten wird sich hier nichts ändern. Und ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommen sollte, warum man dann aus dem Verein austreten sollte oder Fan von anderen Vereinen werden sollte oder sonst was. Nee, wie gesagt, ich hätte auch einen Ralf Rangnick, den mag ich zum Beispiel gar nicht persönlich. Aber natürlich, wenn er unser Trainer ist, wird er nach seinen sportlichen Sachen aus meiner Sicht beurteilt und gut. Ja, und so ist es beim Tuchel genauso. Und einen Tuchel mag ich ja sogar als Person und Mensch einigermaßen. Na, er müsste halt einfach nur mal endlich mal eine klare Linie haben, die diese Linie auch mal kommunizieren und dann auch mal da bleiben. Ja? Und dann vielleicht es schaffen,
wie gesagt, auch mal den einen oder anderen Jugendspieler mit ins Boot zu nehmen, als echten Konkurrenten zu sehen und endlich das Spiel auf dem Harry Kane zu schneiden und mal eine Spielphilosophie zu entwickeln. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil er hatte jetzt, 15 Monate Zeit und hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, warum er es dann jetzt auf einmal schaffen sollte. Ja, oder warum er jetzt auf einmal ausstrahlen sollte, dass er richtig Bock hat. Keine Ahnung. Aber noch ist ja nichts entschieden. Ich meine, ich saß schon zweimal hier diese Saison, einmal zum Thema Nagelsmann, einmal zum Thema Rangnick. Aber bevor die Fragen alle 100 Mal kommen, Leute, das ist meine Meinung zu dem Thema und jetzt lassen wir uns überraschen, wann und wer und wie und weshalb. Wir werden es sehen. Ich denke, morgen in der PK wird da bestimmt die eine oder andere Nachfrage an Tuchel kommen und vielleicht wissen wir dann schon mehr. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.